Ja, herzlich willkommen zurück auf YouTube und auf meinem Kanal. Für mich ist es schon wieder ein bisschen länger her, für euch vielleicht nicht, weil du das letzte Video vielleicht vorhin hast geschaut. Nein, es kommt kein Intro. Heute gibt es so ein Plauder-Video. Das heisst, ohne Skript, keine Notizen, ich tue ein bisschen erzählen. Einfach so, was mir so in den Sinn kommt. Natürlich haben wir das Thema, zur ziemlich neuen Canon R5 Mark II. Ich durfte die ausleihen bei Zumstein in Bern. Zumirent heisst es korrekterweise, dort wo man die Sachen ausleihen. Und zwar R5 Mark II mit dem 50 mm Blende 1.2 und dem 100 mm Makro. Über den Grund, warum ich die teste, einfach weil ich gerne Equipment habe, weil ich gerne Kameras habe. Aber sonst macht es eigentlich nicht so Sinn. Ich habe eigentlich Sony, ich habe diverse andere Kameras und gleich hat es meine Wunder genommen, weil die Specs sind extrem cool. Das ist ein 45 Megapixel Vollformatsensor. Der Autofokus ist schon bei R5 Mark I sehr gerühmt worden, ich habe die aber nie getestet. Kommt sicher auch ein bisschen darauf an, was für ein Objektiv das ihr dran habt. Aber schlussendlich, Autofokus hat man gerühmt, habe ich gerne mal anschauen. Ich selber habe bis 2015 meine ganze vorherige Fotokarriere mit Canon fotografiert. Also ich habe irgendwann zwar so um 2000 mal so eine Sony Kompaktkamera gehabt. Meine erste Spiegelreflexkamera war dann aber eine Canon 350D gewesen. Dann haben wir 400, 450D, 600, 700. Also von den dreistelligen, sagen wir mal Einsteigerkameras, habe ich diverse durchprobiert. Irgendwann konnte ich mir dann einen 6D suchen. Das müsste irgendwo so im 2010 sein. Dann 5D respektive 6D Mark II, irgendwann ein 6D. Also die jetzt ein bisschen aus dem Canon-Ecke kommen, können nachvollziehen, ich habe doch ein bisschen eine Vergangenheit mit Canon und ich schaue auch immer, was Canon so macht. Canon hat aber dann in 2015 einfach so ein bisschen das Wettrennen gegen Sony im Hybridbereich verloren und ich und meine Frau Denise haben im Hybridbereich viele Sachen gemacht. Sie auf YouTube, ich habe fotografiert und ich habe lange einfach eine Kamera gehabt und dann irgendwann mal ist eine zweite Kamera dazugekommen, das war aber nur eine 450D zu meiner 6D, ich glaube, ich richtig sagen. Und irgendwann war mein Setup ein 5D Mark IV und ein 70D. 70D hat Video-Autofokus. Die vorherigen Canon hatten keinen Video-Autofokus. Muss man sich mal vorstellen, 2013 hast du mit Canon ein Video aufnehmen. Ich würde sagen Full HD oder vielleicht Quad HD, 2560 mal irgendwie viel. Bin ich mir nicht mehr sicher. 4K ist dann mit der 5D Mark IV gegangen, aber du hast vor der 70D keinen Video-Autofokus gehabt. Halt cool. Irgendwann sind dann die Sony A-Serien, also Alpha-Serien, rausgekommen und schmackhaft gesehen. Und irgendwo um 2015 hat es die A7 III, ohne Buchstaben. Bei Sony ist es ja so, dass die A7R-Serie eigentlich, glaube ich, steht für Resolution, also Auflösung. Die haben wir sehr hohe Auflösung. Da hat schon die A7R2 im 2015 40 Megapixel gehabt. Die A7R3 meines Wissens dann schon 60 Megapixel. Aktuell ist die A7R5, die habe ich. Mit der mache ich Iris-Fotos, die brauche ich eigentlich nicht so gerne finden. Kommen wir nicht dazu. Die hat auch 60 Megapixel, auch sehr guter Autofokus. Und Canon hat eben die R-Serie angefangen. Da haben sie glaube ich noch nicht genau gewusst, was sie so machen wollen mit dem R oder nicht R. Und sie haben sich wohl dazu entschieden, ein R zu machen, um so ein bisschen das RF-Bajonett zu starten. Dann hat es eine RP gegeben als kleinere Version. Und dann haben sie angefangen mit dem R5, R8, R3. Ohne dass ich jetzt, das ist bisher wirklich nicht abgelesen gewesen, ich tue mich sehr um die Sachen. Bitte keine belustigenden Kommentare hier schreiben. Dass ich die Namen alle kenne, frage mich jetzt selber. Vielleicht habe ich auch Fehler gemacht, ihr dürft mich gerne korrigieren.
Wenn mich nicht alles täuscht, ist die R1 die aktuelle, eigentlich das Topmodell. Wobei man muss sagen, das Topmodell bei Canon hat nicht automatisch am meisten Megapixel, weil die R1, da bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber die hat ziemlich sicher 24 Megapixel, genau gleich wie die R3. Die sind aber auf Serienbild und haben sehr wenig Lag und sehr wenig, also Zero Blackout, das heisst, wenn du ein Serienbildfoto machst, tut der Sucher hat keine Schwarzbilder mehr, sondern du siehst eigentlich, als würdest du einen Film aufnehmen, weil du eigentlich einen Film aufnimmst. Also du hast ja mehr als 24 Bilder in der Sekunde und dann kannst du es eigentlich so gut als Film laufen. Muss man sich mal bewusst werden, das ist sehr eindrücklich. Sony kann das so mit der A9 Mark III, dort weiss ich es fast ein bisschen weniger. Und dort, bei diesen Kameras tue ich mich nicht darum, die sind für mich nicht relevant. Ich mache keinen Sport, ich mache keine irgendwie also Vögel und Tiere, die fliegen und Flüger, die mega schnell sind und so, das mache ich nicht. Das ist aber, glaube ich, so für Sportevents generell so, wenn man das auch schaut, in Amerika, die ganzen Sportevents, wo dann irgendwie alle so krasse Kämmerchen haben mit Canon-Equipment, wo dann die Journalisten das holen. Das sieht immer sehr eindrücklich aus, wenn es Saison ist. Ich glaube, die Kameras die sind auch dafür da, dass sie ihre Spiegelreflex-Varianten ablösen, weil Spiegelreflex-Varianten lange bei den Profifotografen einfach immer noch beliebter waren im Sportbereich, eben wegen gewissen IVF-Flex. Das heisst, man hat einfach lieber noch durch das Glas durchgesucht mit dem Periskop, und also durch das Objektiv und nicht das Display, weil die Leute überzeugt sind, dass man dort noch gewisse Verzögerung drin hat. Gut, das mal zum Thema Story über Canon, meine Story, wie ich mit Canon verbandelt bin und jetzt bin ich da bei dieser Kamera gelandet. Es ist immer sehr heikel, wenn ich die Kamera ausleihe. Ich mache das eigentlich nicht so viel. Ich habe schon mal in einem anderen Video gesagt, wenn ich etwas teste, dann kaufe ich es. Und dann teste ich es und dann kann ich dann auch verifiziert hier irgendetwas sagen. Also hier nochmal schnell ein Disclaimer, ich habe die Kamera jetzt eine Woche. Ich würde aber auch sagen, ich habe relativ viel mit dieser Kamera gemacht jetzt in dieser Woche, weil generell im Moment sehr viel läuft und ich eigentlich gut die Kamera testen kann. Ich bin auch nicht jemand, der Angst hat, der sagt, nein, die Kamera brauche ich jetzt noch nicht auf Jobs, weil ich sie noch nicht so gut kenne. Ich kenne Canon, ich habe das Menü mit halbem Schlaf einrichten. Also Menüführung sowieso noch sehr ähnlich geblieben, das finde ich auch sehr gut, dass Sony wie auch Canon, dass sie dort bei der Menüführung einfach sich treu bleiben und gewisse Sachen beibehalten. Was aber auch mit sich zieht, dass gewisse Sachen einfach auch 10 Jahre später immer noch gleich dämlich gemacht sind, weil sie für mich so nicht funktionieren. Aber es gibt natürlich abertausende Leute, die Kameras benutzen und sagen, hey, so finde ich das cool. So ist das halt. Kommen wir mal dazu, was ich eigentlich so am meisten habe geschätzt. Und wir starten mit etwas, mit dem rechne ich ganz sicher nicht. Und zwar habe ich geschätzt, dass nach Kurzhorti das WLAN, also die WLAN-Verbindung aufs Handy, umgebockt hat. Und das bin ich mir im Moment von all meinen Kameras regelmässig gewarnt, ausser Hasselblad. Dort geht es eigentlich immer. Nur dass die Hasselblad-App irgendwie nicht darauf ausgelegt ist, dass man mehrere Hasselblads hat und man muss ihn immer neu verbinden. Das an dieser Stelle. Ich glaube nicht, dass jemand von Hasselblad das Video bis dahin schaut, wenn es um eigentlich Canon geht. Darum bringt es auch nichts, wenn ich hier über das mosere. Bei Canon hatte ich am Anfang ein bisschen Mühe gehabt, beim Pairen. Ich musste das 2-3 Mal probieren und dann ist die Verbindung auch 2-3 Mal abgebrochen. Ich dachte, okay, der gleiche Scheiß wie bei allen anderen Kameras so. Nein, es funktioniert jetzt seitdem wirklich eine Woche lang einwandfrei. Klar, fairerweise muss man sagen, es ist kein neues iPhone-Update gekommen. Ich habe kein Firmware-Update hier gemacht. Es hat sich an den Softwareversionen nichts verändert. Ich habe das Gefühl, das ist aktuell sehr ein grosses Problem, dass wenn die Kamera Konnektivitäten funktionieren, dann kommt von iPhone wieder ein neues Security-Update raus. Dann geht es wieder nicht. Also von dem her, die WLAN-Verbindung ist für mich als Eventfotograf. Ich mache sehr viel auf Anlässen, wo ich vor Ort die Fotos zeige. Bei mir auf Insta, was ich mache. Gewisse Sachen heute speichern bei mir oder schon mal eine Vorschau. Das ist ein mega Mehrwert, den ich biete meinen Kunden und das wollte ich einfach beibehalten. Wir sind im 2024, also bitte bringt das einfach irgendwie her. Ich weiss, es ist ein bisschen fummelig, man muss zuerst eine Bluetooth-Verbindung machen, die aber nicht viel Strom braucht. Dafür hat die nicht viel Leistung, also Datenrate. Und darum tut die Bluetooth-Verbindung nur eine WLAN-Verbindung starten. Und die WLAN-Verbindung, ich sollte das vielleicht ein bisschen anständig sagen hier auf YouTube, aber die verreisen einfach gängig.
Fujifilm GFX ist aktuell da eigentlich die grösste Enttäuschung. Dort hier bringt man es eigentlich auch jetzt mit der neuen App, die man ja grossartig hat angekündigt irgendwie vor einem Jahr. Und die ist jetzt auch seit mit der also man hat alle Kameras von Fuji müssen Firmware updaten, dass sie mit der neuen X-App funktionieren. Und meine X106 eiert um und für GFX musst du gar nicht probieren, Fotos rüberzunehmen. Da kannst du so gut den SD-Card-Reader mitnehmen. Immerhin hat das iPhone ja jetzt USB-C, dann kannst du USB-C auf SD-Card-Reader. GFX hat aber dafür CF-Express. Meistens habe ich aber immer einen CF-Express und eine SD-Karte drin und Synchronspeicher aktiv. Und dann kannst du von SD-Karte ziehen. Es sind natürlich auch mega grosse Datenmengen, ich weiss. Leica hat mir das auch schon mal in einer Mail geschrieben und gesagt, lieber Stefan, das ist einfach ein bisschen fummelig mit dem WLAN, weil es sind grosse Datenmengen. Ja, ich komme aus der IT, ich weiss, dass man sonst schon so über das WLAN kann verschicken kann und was man dort so machen kann. Und ich finde es voll gut, wenn mir ein Kamerahersteller erklärt, was wir heute im 2024 nicht können, wenn wir 4K-Videos streamen können, eigentlich so einfach unterwegs. Aber hey, ich bin kein Kamerahersteller, ich kann es selber nicht, also sollte ich mich vielleicht auch nicht einfach darüber lustig machen. Wir kommen zurück zur Canon. Ich merke, ihr merkt, ich bin einfach einer, ich schweife gerne ein bisschen ab. Ich tue gerne ein bisschen erzählen. Die Frage nach jetzt, ist das jetzt das Einzige, was mir gefallen hat? WLAN-Verbindung? Nein, natürlich nicht. Die Haptik ist wahnsinnig cool. Also sie liegt sehr, sehr gut in der Hand. Ich habe keinen Grip, ich weiß nicht, ob es für den 5.2 einen gibt. Für glaube alle grossen Canon-Kameras gibt es so einen Grip unten dran. Der hat natürlich auch der Zeigefinger hier etwas zu tun. Das sieht man jetzt bei mir hier, vielleicht in der zweiten Kamera, dass der Zeigefinger hier unten ins Leere greift, aber unten durch die Kamera ein bisschen stabilisiert. Hier dran hat er eigentlich nicht so Platz. Das ist die Haptik generell sehr gut, sie ist gut verarbeitet, sie sieht auch hübsch aus. Ich finde das für mich wichtig. Ich habe gerne schöne Kameras, ich habe gerne schöne Geräte. Die Geräte kosten viel Geld, ich arbeite mit denen. Und ich finde einfach so Geräte müssen mir auch noch ein bisschen gefallen. Natürlich ist sie kein Hasselblad X2D, völlig klar, das muss sie auch nicht sein, es ist ein Arbeitstier. Das IVF ist super, mehr kann ich fast nicht sagen. Ich habe jetzt Daten, wie es aufgelöst ist, und sage nicht im Kopf, aber es ist ein sehr angenehmes IVF. Die Augenmuschel ist sehr gross. Also der Bereich, wo man eigentlich durchschauen kann, man sieht das wirklich sensationell gut. Das Display hier ist auch gut, es ist ein klassisches Flip-Display, wie man das jetzt eigentlich seit ein paar Jahren kennt. Hier muss ich dazu sagen, fairerweise, die A7R5 hat von mir aus gesehen die beste Lösung, was das Display angeht. Ich kann nämlich einerseits das Display bei Sony so aufklappen oder aber ich kann so rausklappen. Wenn ich doch eine da habe, kann ich ja das auch einfach kurz so zeigen. Und zwar ist es bei Sony so gelöst. Ich habe einerseits halt den Flip-Mechanismus. Holla, da noch so einen L-Winkel von Smallrig dran. Und ich kann das Display so vornehmen. Genau gleich wie bei Canon. Plus aber, klar, es braucht hier ein bisschen, es sieht ein bisschen wüster aus, aber das kommt bei einer Arbeitskamera nicht so darauf an. Ich kann es gleichzeitig noch so rausklappen. Also ich kann hier unten das Display hier eigentlich lösen auf diesem Mechanismus, so wie es ich zum Beispiel sehr gerne habe, wenn ich so ein bisschen aus der Hüfte fötele und dann kann oben drauf schauen. Ich kann aber gleichzeitig auch nochmal hier lösen und drehen. Klar, das sieht jetzt sicher aus nach einem Unfall. So geht sicher gleich etwas kaputt. So brauchst du es aber in der Regel nicht. Meistens hast du ja entweder gerne diese Variante oder du hast auch gerne das Flip-Display, das zum Beispiel bei mir, wenn ich hochkant fötele, auch sehr gäbig ist, wenn ich diese Option habe. Also beim Display muss ich sagen, kann man Sony, ein Kränzchen, wird man sagen, das haben sie sehr gut gelöst. Hier haben wir einfach den Klassiker, das geht auch. Ich habe das Flip-Display nicht so gerne. Ich habe immer Schiss, dass ich es kaputt mache. Dann kommen wir zu einem negativen Punkt. Ich weiss, die Reihenfolge von Sachen, die ich aufzähle, ist jetzt hier sehr anders als bei anderen YouTube-Videos. Ich schaue ja sehr viele YouTube-Reviews. Das hier ist aber wirklich einfach, das Video muss niemandem gefallen. Das ist einfach für Leute, die ein ehrliches Feedback. Okay, es ist sehr nischig, das Video, wie fast all meine Videos. Es ist Dialekt, es ist von irgendeinem Dude, der einfach auch fotografiert, wie du wahrscheinlich auch. Einfach ein ehrliches Feedback zu dieser Kamera, ohne irgendwelche Hypes, ohne irgendjemandem zu gefallen. Das, was ich sage, das kann jeder für sich selber entdecken und die Kamera mal ausleihen.
das ist doch nicht die einzige Werbung, die drin ist, dass ich wirklich recht Fan bin vom Foto Zumstein und von dem Zumi-Rent und dort wirklich auch regelmässig Sachen ausleihen. Jetzt hier die zweite Videospur, die filmt gerade eine zweite FX3. Das hier ist schon ein FX3 und die zweite habe ich gerade am Wochenende gebraucht für einen Job. Und da macht es natürlich nicht Sinn, dass ich zwei FX3 besitze. Da kann ich eine zweite einfach gerade dazu mieten. Zurück zu der Canon. Was mir nicht so gefällt bei der Haptik ist, ich brauche die Kamera sehr häufig in einer Hand. Also ich tue natürlich schon auch so Fotos, einfach auch mit der Anzahl der Aufträge. Du spürst dann schon den Arm, das ist ja gleich irgendwie 1, 2, 3 Kilo, je nach Objektiv. Und jetzt habe ich die Kamera halt so hier und vielleicht etwas anderes in der linken Hand, oder ich brauche einfach die linke Hand nicht und habe die Kamera da und Fotos, das geht ja gut. Aber jetzt kommt die Standard-Tastenbelegung, Belichtungskorrektur. Belichtungskorrektur, die macht man bei Canon. Standardbelegung, die ich jetzt hatte bei dieser Kamera, hier auf dem Daumenrad. Und das Daumenrad, das kennen eigentlich auch alle Canon-Nutzer, das hat es immer gegeben auf der 5D. Ich bin mir nicht sicher, ob die 6D das auch hatte. Müsste aber. Also eigentlich alles die gröberen Kameras, die ein bisschen mehr Knöpfe haben, die ein bisschen mehr Rädchen haben, die haben das hier. Und wenn ich jetzt die Belichtungskorrektur einstellen will, Belichtungskorrektur, für die das nicht wissen, was ich da meine, ich fotografiere im AV-Modus, Blendenvorwahl. Das heisst, ich wähle die Blende, die Kamera soll alles andere selber machen. Die Verschlusszeit soll sie selber machen und der ISO. Damit es jetzt nicht irgendwie unglückliche Situationen gibt, dass die Fotos irgendwie verwackelt sind. Damit es nicht unglückliche Situationen gibt zum Thema verwackelte Fotos, unscharfe Fotos, tue ich gewisse Automatismen begrenzen. Das kann man eigentlich bei allen mittel- bis grösseren Kameras, sagen wir mal semi-professionellen Kameras. Bei Fuji geht es fast auf allen. Sony hätte schon länger keine 6000er Seriekamera mehr in den Finger gehabt, aber das müsste sicher auf eine 6700 auch gehen. Und zwar sage ich am ISO, du darfst, also im besten Fall ISO 100 und im höchsten Fall halt das, was ich auswählen kann. Das ist bei Sony-Kameras relativ hoch. Ich sage meistens 12800. Bei aktuellen Kameras ist das sehr gut, auch bis 25600 kann man das machen. Ich bin jemand, ich blitze nicht. Ich finde Blitzen gar nicht cool. Dauerlicht, das geht so halbwegs, das brauche ich jetzt hier auch nicht. Aber sonst lieber hohes ISO und der rauscht es ein bisschen und trotzdem hat man ein Tiptops-Foto. Somit ist der ISO-Auto begrenzt zwischen 100 und meistens 12.800. Und wenn der ISO nicht mehr nachmacht oder es nicht mehr höher geht, dann kann man auch, respektive man kann generell die Verschlusszeit begrenzen. Also ich tue der Verschlusszeit sagen, ich möchte nicht unter 250 Stück Fotos im Automatikmodus, weil vielleicht gewisse Sachen eine Bewegungsunschärfe haben. Häufig an Events, da hat man jetzt zum Beispiel am Abend, wenn es dunkler wird, nicht mehr so umrennende Kinder oder so, oder sehr schnelle Aktivitäten, dann gehe ich meistens zurück auf 125 Stück. Und dann passt das eigentlich tiptop. Mit einem 125 Stück mit stabilisierten Kameras kannst du gut aus der Hand fotografieren. Und dann ist der ISO dann meistens irgendwo so bei zwischen 2.500 und 5.000. Und das ist eigentlich so meine Art, wie ich fotografiere. Eben in diesem AV-Modus blende ich halt, was ich habe. Dadurch, dass ich aber primär mit Festbrennweiten arbeite, habe ich meistens Blende 1.4 oder sicher Blende 2. Leica APO-Objektiv haben, also die APOs Omikron, die sind F2, das geht auch tiptop. Da habe ich auch die ISO 3200 bei einem 125. Super Sache. Und somit muss ich der Kamera irgendwie sagen, wie ich die Belichtung möchte haben. Also ich möchte es ein bisschen heller oder ein bisschen dunkler haben. Also nicht wie im M-Modus, wo ich nicht die Verschlusszeit einstelle, sondern ich will ein Rädchen, wo ich die Belichtung einstellen kann. Das ist bei Sony standardmäßig immer das Rädchen hier hinten rechts. Bei Fuji ist es auch das. Das hat man am nächsten beim Daumen. Und wenn ich die Kamera, klar ist jetzt kein Objektiv habe, weil ich die jetzt hier so habe, dann kann ich mit einer Hand die gut stabilisieren und kann dann mit dem Daumen eigentlich hier dran. Das geht gut, da kann ich die Kamera echt gut haben. Sony hat hier auch ein kleines Rädchen, dort ist es nicht so gäbig. Bei Canon ist das Ganze ein bisschen anders angeordnet. Wir haben hier oben nicht zwei Rädchen, sondern wir haben eins, das nicht richtig am Rand ist, sondern ein bisschen reinversetzt, aber nicht ein zweites. Also respektive, wir haben halt einfach noch das Display, das dafür Sony nicht hat. Ich brauche hier auch nicht zwei Rädchen, gebt mir das einfach ein bisschen mehr an den Rand raus. Wie ich vorhin gesagt habe, standardmäßig ist jetzt bei mir bei dieser Konfiguration hier die Belichtungskorrektur hier auf dem Rädchen und ihr seht schon, wenn ich die Kamera hier habe, das fühlt sich einfach nicht gut an. Ich muss vorne mega fest klemmen. Das tut mir hier auch am Handgelenk innen, fühlt sich das irgendwie nicht gut an und
wenn ihr viel fotografiert, vor allem im Winter, wenn ihr noch Kälte aussieht, das Handgelenk werdet ihr irgendwann spüren. Also ich bin so ein Kandidat. Und wenn ich da jetzt mit dem Daumen so retour schieben muss, dann sehe ich hier auch schon, wie es sich spannt. Und das ist echt, das ist fummelig. Also das Rädchen ist eigentlich im Einhandbetrieb nicht so eine coole Sache. Wenn ich es rauf geht es besser, aber dann muss ich da über die Kanten reinlängen. Also ich muss mich strecken, ich muss vorne wieder mehr greifen. Dafür ist das Rädchen haptisch eigentlich mega cool. Grundsätzlich, ich würde es jetzt nicht lachen. Ich weiss noch gar nicht, ob ich so eine jemals suchen tue. Ich habe es jetzt einfach getestet. Aber wenn ich so eine hätte, würde ich die Belichtungskorrektur sicher auflegen. Und die Räder sind ja nicht beschriftet, das heisst, kann man tiptop ändern. Ich habe hier vorne auch noch mal ein Rädchen mit Zeigefinger. Dort habe ich das eher selten, aber das lässt sich auch sehr gut bedienen, wenn ich die Kamera einhändig habe. Fujifilm GFX, weil wir hier noch ein bisschen ausschweifen auf die anderen Kameras, hat zum Beispiel super etwas Dämliches, und zwar mit der 100S. Theoretisch schon die 100S2, wer eine hat, kann es gerne mal ausprobieren. Ich habe eine 102. Und dort ist es wirklich richtig behämmert, weil dort muss man einen Knopf drücken. Also, kleiner Ausschweifer. Bei kleineren Kameras, die nicht so viel Rädchen haben, kann man für die Belichtungskorrektur muss man dort meistens noch einen Knopf drücken. Oder wenn man im Manuellmodus ist und man die Blende einstellen will, hat man einfach ein Rädchen. Und wenn man die Verschlusszeit einstellen will, muss ich einen Knopf drücken. Wie auf dem Taschenrechner, alternative Belegung. Voll okay. GFX ist generell eine Kamera, die über 7000 Franken kostet. Profikamera, die hat genug Rädchen. Aber du musst für die Belichtungskorrektur einstellen, oben drücken, auf einen von diesen 3 Knöpfen, die ergonomisch nicht mega schön platziert sind auf der GFX 102. Und während du das gedrückt hast, musst du dann das Relais bedienen. Ja, ich habe es schon länger nicht mehr ausprobiert, ob es mit einer neuen Firmware-Update jetzt vielleicht endlich geändert ist worden. Ich habe mich unterdessen daran gewandt und mache diesen Griff jetzt einfach. Und der Griff löst aus, dass ich, wenn ich mit anderen Kameras arbeite, manchmal mit dem Zeigefinger den Knopf drücken oder den suchen. Den gibt es natürlich in den meisten Fällen nicht. Weil eigentlich ist es viel, viel angenehmer. Ich glaube, sehr viele Fotografen fotografieren im AV-Modus einfach ein Rädchen, Belichtungskorrektur auf und ab. Was ich aber zu diesem Thema auch schon gemacht habe, ist, ich habe die Belichtungskorrektur einfach komplett lassen, habe auf 0, also einfach Standardeinstellung gefotografiert, weil im Endeffekt kannst du so alles im Nachhinein noch ein bisschen aufhellen. Wenn im AV-Modus fotografiert und die Belichtungskorrektur auftust, ist es meistens so, dass der ISO erhöht und im Lightroom die Belichtung auftun, hat aber den gleichen Effekt aufs Rauschen, wie wenn ich den ISO erhöhe. Gemäss meiner Erfahrung mit den Kameras, die ich so brauche. Kommen wir zurück zu der Canon. Was mir schon noch so gefallen ist der Autofokus. Der 45-Megapixel-Sensor ist jetzt nichts mega Spezielles für mich gewesen. Ich habe das gut als genug gefunden. Ich habe unterdessen Kameras mit, ich muss gerade studieren, 40, 60 und 100 Megapixel, 40, 50, 60 und 100 Megapixel und ich finde eigentlich alles irgendwo so über 40 finde ich genug. Bei der A7R5 ist es sicher spannend, dass sie 60 hat. Man hat einfach noch ein bisschen mehr, vor allem wenn man mit Primes arbeitet, mit Festbrennweiten, kann ich halt mit einer 50er arbeiten und dann gleich noch ein bisschen mehr zoomen. So arbeite ich beispielsweise schon seit Jahren nicht mehr mit 70-200er Objektiv. Ich habe einfach die GFX 100 mit 85 mm, das ist das 110 f2. Bei Mittelformat muss der Crop-Faktor umgekehrt rechnen, du hast mal 0,79. Somit entspricht das 110 mm Objektiv 85 mm Brennweite an Vollformat. Blende 2 entspricht meines Wissens einer Blende 1,6. So vom Look. Somit der Sensor, für mich jetzt nichts mega spektakuläres. Die Farben bei Canon gewandt sehr schön, sehr angenehm. Ich fotografiere unterdessen eigentlich wieder komplett in RAW. Ich hatte vor 2-3 Jahren mal eine Phase, wo ich mit Fujifilm Hochzeiten gefotografiert und häufig einfach JPEGs gebraucht, weil mir die mega gut gefallen. Und die Bearbeitung, die ich dann für Hochzeit fotografiert habe, hat einfach gematcht mit Classic Chrome. Das ist meine Lieblingsfilmsimulation bei Fuji, auch heute noch. Ich fotografiere mit der GFX in Classic Chrome, aber ich bearbeite nicht RAWs. Also einfach, um den Leuten Fotos auf dem Kamerarücken zu zeigen oder einfach während dem Foto anschaue, habe ich Classic Chrome aktiv und arbeite aber dann mit der RAW.
Hier sind RAW auch sehr gut. Also ich habe jetzt diverse bearbeitet. Ich war am Geburtstag, sehr düster. Ich habe 2-3 normale Jobs, Porträtsachen gemacht. Sehr angenehm zum Bearbeiten. Da kann ich eigentlich nichts Schlechtes, nichts Gutes sagen. Das habe ich einfach wie erwartet. Da habe ich gedacht, ja, bei einer Profikamera von Canon, das ist super solid. Was, wenn ich da hier drauf schaue, mir auch noch in den Sinn kommt, was so ein bisschen komisch ist, ist, ihr habt hier den Ein- und Ausschalter. Und man hört schon, es hat 2 Positionen. Also 3 im Ganzen. Macht für mich nicht ganz Sinn, wir haben hier einen Lockschalter, den ich einfach sperren kann. Das hat meine 6D auch schon gehabt. Und ich kann mich mal erinnern, ich habe mal irgendwie die Bedienung blockiert und habe mich dann gefragt, warum es nicht mehr geht. Ich habe mich gefragt, warum braucht eine Kamera einen Lockschalter. Aber ja, theoretisch kannst du jetzt nie eine Filmaufnahme starten und dann tust du auf Lock und dann kann niemand reinfummeln. Außer der weiss, wie man es ausschaltet. Aber denke mir jetzt ein bisschen komisch, du schaltest also aus, Lock, ein. Das heisst, wenn die Kamera ausschalten willst, dann musst du immer 2-mal. Hat sich sicher jemand etwas überlegt dabei. Der dedizierte Movie-Schalter hier ist sicher sehr gäbig, der ist sehr gut. Datenverarbeitung auf CF-Express-Karten, sie hat CF-Express und SD, das finde ich auch sehr gäbig, ich kann auf 2 Karten schreiben. CF-Express Typ B, nicht wie Typ A bei Sony. Sie, wenn ich es richtig im Kopf habe, sind sie massiv teurer. Typ B ist schon teurer als SD, aber zahlbar. Ja, finde ich eine gute Sache. Ich werde heute in allen Kameras, insbesondere eine Leica Q-Serie, gerne eine CF-Express-Karte, weil dort merkt man wirklich, dass die Datenschreibrate auf der SD-Karte einfach nicht mehr so das ist. Vielleicht liegt es am Prozessor, ich weiß es nicht, aber mir dünkt es, also einfach alle Kameras mit CF-Express-Karten, da bin ich gefühlt schneller unterwegs, so am PC, wenn ich viele Fotos reinlade. CF-Express-Card-Reader auf USB-C, das geht recht zackig. Und wenn ihr nach einer Hochzeit mit irgendwie 2'500–3'000 Fotos kommt, dann seid ihr noch froh, wenn die Bilder mal reingeladen sind. Vor allem irgendwie von einer GFX mit 100 Megapixel und auch die hat CF-Express-Karten. Über das Filmen kann ich nicht ganz so viel sagen. Ich habe 2-3 Testclips gemacht. Ich bin mal souverän reingelaufen, habe im Videomenü gesagt, ja, ich möchte gerne höchste Bitrate. Habe das aber irgendwie verwechselt. Das war nicht Bitrate, sondern FPS, also Bilder in Sekunden. Und dann schaltet sie natürlich den Ton aus und geht dann in den 240p-Modus. Das braucht kein Mensch. Also schreibt das ein bisschen anständiger an. Ich würde jetzt sagen, dass ich mich dort so ein bisschen unfähig verhalte. Ich arbeite viel mit diesen Videomodi, aber da bin ich voll reingelatscht. Nicht weiter schlimm, ich war an einem Geburtstag, den ich gefotografiert habe und habe dann einfach einen Videoclip aufnehmen, um zu schauen, wie das mit dem 100 mm so Handheld, habe ich so einen Komiker aufgenommen, wo das eigentlich dem Kunden schicken. Und jetzt gibt es halt das Video nicht, weil es keinen Ton hat. Ich habe das dann natürlich kontrolliert und gesehen und wieder abgeschaltet. Sie ist jetzt einfach in 4K eingestellt. Ihr könnt hier einstellen, ob ihr gerne 4096 Pixel Breite wollt oder 3840, also Cinema, irgendetwas 4K, wie sie es dann auch immer nennen. Ich filme sehr gerne, wenn ich filme in diesen 4000 Pixel, dann habe ich einfach den Vollsensor, den ich drauf habe, und dann kann ich besser zuschneiden. Sonst einfach 4K 60, sie kann auch 4K 120, das kann die Sony auch, das können unterdessen die meisten Kameras. Meistens hat man schon noch irgendwelche Abstriche oder gewisse Videocodecs und Modi gehen dann nicht. Ich finde es immer mega cool, wenn YouTuber die alle mega cool erklären und so weiter und so fort. In meinem Segment, in meiner Grössenordnung, wie ich Videos brauche, habe ich in der Regel eine Video-Variante, die ich nehme. Und die funktioniert für mich. Aber die Kameras müssen ja noch für andere Leute funktionieren. Ich komme manchmal auch nicht raus. Die Kameras haben manchmal Einstellungen, wo ich mich frage, ja, filmt denn noch jemand mit einer Hybridkamera solche Jobs, wo ich so krasse Werte brauche? Oder haben die dann nicht alle irgendwelche Cinemaline-Kameras FX3, FX6, Canon C3, 5, 800, wie sie alle heissen, oder am Schluss dann alle Red? Keine Ahnung. Manchmal frage ich mich ein bisschen, weil ich höre die Werte und die Einstellungen vor allem bei YouTubern, die sagen, ja, das ist mega geil und so. Und ich frage mich aber, ja, kein Kunde von mir zahlt das, weil er im Fall einfach nicht irgendwie für ein Imagefilmchen Horti 10'000 Stutz ausgeben und der ist im Fall einfach Standard 4K, 60 Bilder in Sekunde. That's it. Aber hey, vielleicht hast du dort draussen andere Erfahrungen, andere Kunden als ich. Ich habe da einfach sehr eine pragmatische Ansicht darauf. Für mich muss das verheben, das ich dem Kunden weiterverkaufen kann oder mal bei einem freien Projekt für mich brauchen. That's it.
Und ich glaube, das wäre es für den Moment gewesen. Ich hoffe, ihr habt nicht irgendwie mehr erwartet. Vielleicht bin ich einfach auch ein bisschen abgerührt, was so Features angeht. Weil ja, wir sind heute einfach an einem sehr krassen Punkt angekommen, was so Kameras können. Ich meine, so Geräte in dieser Grössenordnung, was die eigentlich leisten. Thematik, ja, vielleicht, wenn wir bei Leistung sind, Hitzeentwicklung und so, das hat man unterdessen auch echt recht gut gelöst. Wir haben hier unten Lüftungsschlitzen. Also man hat ja dann bei R5 ein riesen Tamtam gemacht. Das Internet hat sich eigentlich lustig gemacht über die R5 Mark I, dass sie zwar 8K kann filmen, aber eigentlich irgendwie wenige Minuten und dann überhitzt. Da hat man dann die R5C nachgeschoben, die hat einen riesen Aufbau hinten mit einer Belüftung. Und hier hat man jetzt auch einen Lüfter drin, was sicher hilft, ist das Display ausklappen, was sicher auch gäbig ist, weil es dann so dämlich auf die Seiten raus schaut. Aber das Problem hat auch die FX3. Also nein, das Problem, nein. Man kann sagen, im Standard-Temperaturmodus, den sie hat, ist schon gut, wenn man das Display rausklappt. Man kann aber bei der Sony sagen, sie soll eigentlich auf ein höheres Temperaturniveau gehen. Vielleicht geht dann die Kamera kaputt, ich weiß es nicht. Und dann muss ich ein bisschen mehr vertragen. Aber irgendwie ist das manchmal schon so ein bisschen schwammig, wo ich jetzt als Benutzer mir muss überlegen, ja, was soll ich jetzt? Ein Lüfter in der Kamera ist sicher gäbig, auch wenn man den hört, wie zum Beispiel von diesem Licht. Das rauscht auch ziemlich. Ich hoffe, es ist erträglich. Aber ja, das ist eigentlich so, wenn Hitze entsteht, weil Leistung da ist, weil gerechnet muss werden und Komponenten warm werden, muss man einfach kühlen. Und darum ist es cool, dass ich das hier als Option habe. Ich habe ein YouTube-Video gesehen von einem Fotografen, der sich darüber geärgert hat, dass wenn er jetzt da irgendwie am Vloggen ist, ich frage mich jetzt ein bisschen, wer mit der R5 Mark II vloggt. Ich meine, Peter McKinnon vloggt mit der 1DX Mark III oder früher. Es gibt sicher auch effizientere Kameras, um ein paar Talking-Head-Videos aufzunehmen, müsste jetzt hier auch nicht ein FX3 stehen. Das ist jedem selber überlassen. Und man braucht auch das, was man zur Verfügung hat. Also, Fazit von mir als, ich kann nicht einmal sagen, ich bin Sony-Nutzer. Ich brauche wirklich punktuell Kameramarken für gewisse Bereiche von meinem fotografischen Dasein oder als Dienstleister oder privat. Ich würde jetzt sagen, ich habe im Moment aktuell im Betrieb irgendwelche Leicas und für gewisse Bereiche Sony, vor allem für Video. Und Canon würde ich jetzt somit als sehr Multi-User empfehlen. Und zwar vor allem Leute, die keine R5 Mark I haben. Und ja, ich lache wegen dir, Mattu. Der richtige Mattu weiss, wen ich anspreche. Ein R5 Mark I kann eigentlich alles Wichtige, was diese Kamera hier auch kann. Sicher gewisse Sparten von Leuten, die Primärvideo oder viel Video machen, 50-50 Fotovideo machen, ist der R5 Mark II ein Upgrade. Aber sonst ist sie es nicht. Ich habe sogar Berichte gelesen, dass der Dynamikumfang bei R5 Mark I besser sei. Das habe ich nicht getestet. Und das sind sicher auch sehr kleine Nuancen. Da könnt ihr mir gerne neue Erfahrungswerte rein tun. Wenn ihr einen R5 Mark I habt, der jetzt schon 70 Hochzeiten hat gesehen und einfach auch entsprechend einen Shutter-Count hat und aussieht, tut nach eine zu suchen. Ich würde es allen anderen empfehlen, die keine Canon R5 Mark I haben, die einfach schon eine Canon haben, die eine Vollformatkamera wollen, die eine Kamera wollen für alles, was sie machen, auch für Video. Sehr eine coole Kamera. Man muss aber auch dazu sagen, der aktuell, wo ich jetzt das Video aufnehme, Mitte November 2024, kostet die Kamera 4'200 Franken. Und ich weiss ernsthaft nicht ganz, wenn dass wir dort sind gelandet, dass eigentlich Profisegment-Kamera, ja, ich würde jetzt immer sagen, so 5D Mark IV aus so Profisegment, wo solche Kameras über 4'000 Stutz kosten. Sony A7R5 ist auch irgendwo um 4'000 Franken. Fairerweise muss man sagen, GFX kostet 7'500 Franken und gleich kann ich mich erinnern, dass es so eine 5D Mark IV muss sicher unter 4'000 Stutz ist gesehen. Klar, es wird alles teurer. Wir reden hier unterdessen von einer Zeitdauer von 10 Jahren. Aber irgendwie, ich werde auch älter, ich merke, ich bin auch so langsam der Typ, der so sagt, haben wir vor 10 Jahren wirklich irgendwie über 4'000 Stutz für eine Kamera gezahlt. Und dann seid ihr mit 3 Objektiven bei 10'000 Franken. Klar, wenn man beruflich mit diesen Geräten umgeht, ist das nicht per se schlimm. Weil es gibt Berufe, wo man Geräte braucht, die wesentlich teurer sind als im Fotografiejob oder im Videojob. Und gleich ist es
ja, wenn man jetzt Hochzeitsfotograf ist und sagt, man will jetzt mit 2 R5 Mark II arbeiten, nimmt man schnell ein bisschen Geld in die Finger. Aber man bekommt sicher ganz viel Technik. Man kann eigentlich mit 2 R5 Mark II ein komplettes Foto-Video-Business auffahren als Eventfotograf, Hochzeitsfotograf zum Filmen, für Imagefilmen. Also mit dieser Kamera, mit der Auswahl von 2-3 Objektiven, da könnt ihr eigentlich da könnt ihr einen Lebensunterhalt damit verdienen. Und das ist doch eigentlich eine coole Sache, dass das mit so einem Gerät geht. Ich schließe das Video jetzt. Ich habe noch lange ein bisschen geplaudert. Ihr merkt es. Merci vielmals, wenn ihr bis hierhin zugelassen habt. Tut mir gerne euer ehrliches Feedback, aber nicht. Es gibt aber diesen Kommentar, die einfach finden, sie müssen mich anficken. So, ich weiß auch nicht, ich meine, du musst das Video nicht schauen. Ja, ich hoffe, ihr findet es cool, wenn da bei diesem Video kommt, auch wenn es etwa die etwas größere Pausen gibt. Es war gerade jetzt wieder eine Phase, in der sehr viel los ist. Und ich werde sicher schauen, wenn ich wieder mal irgendwie etwas zu erzählen habe, dass ich euch das erzähle. Jetzt wünsche ich euch viel Spass. Ich hoffe, ihr geht vielleicht mal auf die Summirenn-Seite schauen und ich gehe jetzt die zurückbringen. Effektiv, nach diesem Video wird die zurückgebracht, dann steht sie dann wieder für euch zur Verfügung. Ich glaube, sie haben unterdessen sogar 3 Modelle, die sie bei Summirenn vermieten. Also geht dort mal schauen. Viel Spass und bis zum nächsten Mal.